Also, Fred, da wären wir. Auweia. Eigentlich könnte die Firma sich doch eine bessere Bude leisten, oder? Hör auf zu nörgeln. Sicherheit geht vor. Das ist laut Nachricht der Eingang, oder? Genau. Punkt 78b. Das ist der neue Geheimeingang. Das Schlimmste an jedem neuen Eingang ist, dass wir immer erst herausfinden müssen, wie man reinkommt. Ja, habe ich dir leid zu Let's Play Clever and Smart, a Movie Adventure. Ja, also ist wieder Point-and-Click-Game Zeit. Gut, und das ist alles so, also wer die Zeichentrickserie kennt, was uns erwartet. So, jetzt machen wir mal den Sound etwas leiser. Okay, also die ganzen Einstellungen müssen passen. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir da machen müssen. Gut, wir können zwischen die zwei Charaktere hin und her schalten. Im Moment steuern wir einen Clever, das ist der da. Und der Smart ist der da. Gut, was haben wir da? Ein Verkehrsschild. Dieses Schild. Wenn ich im Fahrunterricht besser aufgepasst hätte, könnte ich genaueres sagen. Ach so. Da ist noch eins. Dieses Schild. Wenn ich im Fahrunterricht besser aufgepasst hätte, könnte ich genaueres sagen. Ach so, können wir dann mit dem nichts machen? Was sollen wir machen, Jeff? Denk dir was aus, falls dir das möglich ist. Möchtest du damit etwas andeuten? Halt die Klappe und denk nach. Gut, mit Rechtsklick können wir Sachen ausführen. So ein neuer Eingang. Dafür sind wir bestimmt wieder die Versuchskaninchen. Ha! Genau, Jeff, du hast mal wieder recht. Wir dürfen ihn als Erster ausprobieren. So ist es, Dr. Bacterius. Ein echter Picasso, den ich auf einer Auktion in Paris ersteigern konnte. Er hat mich ein Vermögen gekostet, aber es hat sich... Hallo, Mr. L. Der Picasso! Der Picasso! Nein, ich bin es. Fred Clever. Erkennen Sie mich nicht? Jetzt hat er mich wahrscheinlich erkannt, Jeff. Hier sind wir, Mr. L. Sie haben uns herbestellt? Ja, wissen Sie, manchmal begibt man sich sehenden Auges in Schwierigkeiten. Worum geht es? Ich erkläre es Ihnen. Wir haben ein ernstes Problem. Etwas fürchterliches ist geschehen. Dann hat es mit Bacterius zu tun. Ich kann es förmlich riechen. Hallo. Ich wusste es. Als ich etwas über ein ernstes Problem hörte, war ich nicht ganz sicher. Aber spätestens bei fürchterliches. Hören Sie auf. Ständig kritisieren Sie mich und meine Erfindungen. Sie sollten ganz still sein. Sie wissen genau, dass man mich bis zu dem Tag, an dem ich Ihr Haarwuchsmittel ausprobierte, Löwenmähne genannt hat. Aus jetzt! Ich habe Sie kommen lassen, weil ich ein Kommuniqué vom Generalinspektor bekommen habe. Die Leitung will Dr. Bacterius' Erfindungen nicht weiter finanzieren. Man hält sie für unwirtschaftlich, da sie sich weder bewähren noch rentieren. Es ist nicht meine Schuld, wenn der weiße Kaffee für Rassisten kein Erfolg war. Sie wollten ja keinen Cent in die Werbung investieren. Wichtig ist nur, dass man damit droht, uns die Forschungsgelder zu kürzen, falls die nächste Erfindung kein Erfolg wird. Von diesem Experiment hängt unser Budget für das nächste Jahr ab. Deswegen bleibt uns keine Wahl. Wir müssen Dr. Bacterius unterstützen. Ah, wenn es um das Budget geht, rechnen Sie mit uns. Wir wissen aus Erfahrung, welchen Qualitätsunterschied das Budget ausmacht. Right. Hätte man uns bloß Kommandos 2 überlassen. Stimmt doch, Jeff, oder? Um welche hirnverbrannte Erfindung handelt es sich diesmal? Darf ich Ihnen noch nicht verraten. Es ist streng geheim. Es reicht, wenn Sie den Arbeitsnamen kennen. Unser Täufling heißt Teledingens. Ein was? Teledingens. Und Sie sollten wissen, dass ich kurz vor seiner Vollendung stehe. Es fehlt nur eines. Ich brauche einen Diamanten. Eben.
Und da so viel auf dem Spiel steht, habe ich Bakterius erlaubt, den Diamanten der Großherzogin zu verwenden. Sie erinnern sich an den Fall? Ihr Auftrag lautet, den Diamanten aus der Geheimkammer zu holen, ihn vor Diebstahl zu schützen Und ihn gleich in mein Labor zu bringen. Wir fügen ihn dann in das Teledingens ein. Und dann wird man sehen, wozu die Wissenschaft fähig ist. Ich weiß nicht, wozu die Wissenschaft fähig ist, aber Sie sind mehr als fähig, uns alle umzubringen. Sie verrückter Professor, Sie. Sie kennen Ihren Auftrag. Und jetzt los! Bringen Sie den Diamanten zu Dr. Bakterius und helfen Sie ihm, das Gerät zum Laufen zu bringen. Und hoffen wir, dass es dem Generalinspektor gefällt. Was für ein langweiliger Auftrag. Den hätten Sie auch der Putzfrau anvertrauen können. Mecker nicht, Fred. An die Arbeit. An die Arbeit, an die Arbeit. Wie du willst, Jeff. Okay, jetzt sind wir mal da erinnert. Wir werden jetzt erst einmal speichern. Gut, passiert. Und dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Da haben wir Ophelia. Können wir denn mit der reden? Schauderhaft. Ich würde Ophelia lieber nicht jedes Mal sehen, wenn ich hier bin. Aber sie ist so dick, dass man sie unmöglich übersehen kann. Ah ja, gut. Ach, und da können wir irgendwas sagen. Was haben wir denn da Schönes? Sie sehen genauso aus wie die Hauptfigur eines Films, den ich neulich angeschaut habe. Wirklich? Meinen Sie das ernst? Wer war sie? Kim Basinger? Cameron Diaz? Catherine Zeta-Jones? Nein, nein, es war Moby Dick. Moby sah etwas schlanker aus, aber die Ähnlichkeit war bestechend. Sie sind ein geschmackloser Schuft! Ich bitte Sie um Entschuldigung. Ich wollte keine dicke Luft verursachen. Auch noch witzig werden? Sogar die Schweine sind höflicher als Sie. Gut, sagen wir hier noch irgendwas Nettes. Wie wär's denn mit dem da? Mit Ihrem Hintern könnte man das Ozonloch verschließen. Und Sie haben weniger Haare als Kojak. Und an Ihnen würde sich selbst Godzilla überfressen. Haben Sie schon bemerkt, dass Sie hässlich, halbblind und x-beinig sind? Ach, wenn Sie vom Arzt untersucht werden müssen, ruft man Indiana Jones. Genug. Ich möchte nicht mehr mit Ihnen reden. Sie Grobian, Sie. Okay, also wir suchen anscheinend Diamanten, soweit ich das mitgekriegt habe. Wir brauchen den Diamanten der Großherzogin. Und? Was heißt und? Bitte sagen Sie uns, wo er ist. Idioten. Wo er immer ist, in der Geheimkammer. Sie wissen schon, im Keller. Danke, meine Schöne. Ihre Freundlichkeit macht mich sprachlos. Sind Sie wegen der Sache mit Ihrem Geburtstag immer noch böse? Was glauben Sie denn? Nach dem Geschenk? Eine Kuhglocke. Sie haben mir eine Kuhglocke geschenkt. Werden Sie doch nicht gleich böse. Es tut mir leid. Wir wussten nicht, dass Sie schon eine hatten. Wenn Sie möchten, kann ich sie gegen Stoßdämpfer für Ihre Waage eintauschen. Sie haben keine Ahnung, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. So viel steht fest. Schon gut. Was hätten Sie denn gern als Geschenk gehabt? Ich weiß nicht. Etwas Romantischeres. Was man halt von einem Herrn erwarten kann. Ein Parfum, einen Rosenstrauß, eine Schachtel Pralinen. Nein, das eigentlich nicht. Ich esse keine Pralinen, bin gerade auf Diät. Diät? Sie? Aber ja, seit einem Monat mache ich Diät. Haben Sie nicht bemerkt, wie viel ich verloren habe? Ja, eine Menge Zeit. Okay. Ja, also die Diamanten sind im Keller. Können wir denn... Was gibt's denn da hinten drin? Ah ja, wer ist das da? Dr. Bakterius. Ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen um. Da haben wir einen Staubsauger. Schön, aber was soll ich damit? Können
können wir den mitnehmen? Na klar. Immer muss ich das schwere Zeug schleppen. Nichts? Ah ja, können wir mitnehmen? Haben wir Inventar? Ich bin's. Sehe ich nicht gut aus? Darf ich etwas von dem grünen Zeug mitnehmen? Denken Sie nicht mal daran. Sie können es benutzen, wenn Sie möchten. Aber es ist streng verboten, irgendeine meiner Erfindungen aus dem Labor zu entfernen. Nicht doch. Die Putzfrau wird den Müll schon beseitigen. Okay. Gerätschaften? Nichts Besonderes. Und da haben wir... Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Wie schaut der mit dem Bildschirm aus? Der ist an die große Plattform angeschlossen. Nada. Geht nicht. Dr. Bakterius, das verrückte Huhn. Was haben Sie denn diesmal erfunden? Eine Tiefkühltruhe für Eskimos? Nein, nein, eine großartige Erfindung. Superb, einmalig. Eingebildet sind Sie gar nicht. Wirklich, meine neue Erfindung wird in die Annalen eingehen. Sie wird uns erlauben, wertvolle Gegenstände zu beschaffen, die auf andere Weise unmöglich zu kriegen sind. Und alles ohne ein Haar zu riskieren. Hören Sie auf, über Haare zu reden, ja? Fangen wir nicht damit an! Sie nachtragender Wüstling. Ein Diamant also. Ein bisschen teuer, die Erfindung, oder? Nicht wirklich. Der Diamant verursacht eine gymnoterische Reaktion, wenn die Eskalopie-Motoren auf dem Niveau der seriell oder parallel geschalteten Stromkreise mit Energie überfüttert werden. Dabei verursachen sie eine Verbrennung, die... Verstehe, verstehe. Was immer Sie wollen. Ich höre schon auf. Es geht Sie ja eh nichts an. Tun Sie Ihre Pflicht und bringen Sie mir den Diamanten, Sie Banause. Sie werden meinen Intellekt nie würdigen können. Ganz ruhig. Ich gebe ja zu, von Tiermedizin verstehe ich nichts. Okay, Dr. Bakterius, bis dann. Dann bis bald. Auf Wiedersehen und bringen Sie mir so schnell wie möglich den Diamanten. Wenn man finden. Okay, ansonsten sehe ich da nichts Brauchbares herin. Ich frage mich nur gerade, wie wir ins Inventar kommen. Und da haben wir das WC. Ich sehe heute ziemlich blass aus. Völlig sinnlos. Ein Haartrockner. Das ist ein Föhn. Vielleicht kann ich ihn zu etwas gebrauchen. Also wenn wir einen Föhner machen, dann kommt da unten eine Maus raus, oder? Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Nichts? Ja, ich frage mich, unser Inventar, wie kommen wir denn da rein? Ich bin's. Sehe ich nicht gut aus? Ich bin's. Sehe ich nicht gut aus? Okay, ja. Ach so, da oben ist unser Inventar, da haben wir ein Schuhtelefon und einen Staubsauger. Das klappt nicht. Hat das sie gehabt? Da gibt jetzt nichts. Können wir den Staubsauger mit dem Ding benutzen? Nada. Geht nicht. Geht nicht. Gut, die Maus ist auf jeden Fall nicht mehr da.
Korb voller Müll. Können wir den da reinschauen? Hier liegt eine leere Flasche drin. Die werde ich mitnehmen. Gut, wir haben mal leere Flaschen. Und da haben wir einen Mr. L. Der Seehund mit Schnurrbart ist Mr. L. Was haben Sie gerade gesagt? Dass wir viel Hilfe brauchen, Mr. L. Dann verlieren Sie lieber keine Zeit. Ah, Mr. L., ich hoffe, Sie werden diesmal etwas großzügiger sein und uns belohnen, wenn wir den Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben. oh, Sie wollen eine Belohnung? Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wenn Sie den Auftrag nicht erfüllen, schenke ich jedem von Ihnen ein kleines Grundstück in den Bergen. Wirklich? Aber ja doch. 2 Meter lang, 1 Meter breit und 3 Meter tief. Haha, ich habe schon verstanden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde allzufolg wie ein Stiel arbeiten. Ja, man sieht schon, es ist alles ganz nett gemacht. Und es werden uns noch bessere Sachen erwarten. Okay, da mal sagen. Völlig sinnlos. Können wir denn die Maus Nichts. auslassen? Das klappt nicht. Nee, okay, dann gehen wir mal. Der Fahrstuhl zur Geheimkammer. Oh, wie können wir das benutzen? Komm schon, Fred. Lass uns in die Geheimkammer gehen. Na, das war vielleicht ein Aufschlag. Sogar meine Zahnfüllungen haben einen Satz gemacht.